Frohe Weihnachten allen miteinander. Wir feiern Weihnachten zusammen. Es ist eines der grössten Feste weltweit, bei vielen die jährliche Tradition. Das Glück von vielen Kindern, das Fest der Liebe und in ganz vielen Familien ist es ein Anlass für eine jährliche Familienzusammenkunft und in vielen gleichzeitig auch ein grosser Konfliktherd. Es ist für einige von uns die einsamste Zeit vom Jahr und für fast alle ist es eine der geschäftigsten Zeiten vom Jahr. Es gibt so vieles, was mit zu dieser Weihnachtszeit gehört und ich habe mir mal schnell die Zeit genommen, um anfangen, das so ein bisschen aufzulisten. Und du kannst innerlich für dich mitzählen, wenn ich jetzt das alles ablese, was denn bei dir alles wirklich auch zu Weihnachten dazugehört. Ich fange früh an. Bei Rebelichtli, den gebe ich euch sonst noch so als Bonus, den müsst ihr vielleicht noch nicht zählen, wenn ihr wollt, aber Rebelichtli-Umzug ist schon ein Stück weit, dann Black Friday ist bei der einen schon. Dann kommt Samichlaus und Schmutzli, Erdnüssli und Mandarinli, Glühwein, Gritti-Benzen, Adventskalender, Lichterketten, Weihnachtsmärkte, Adventsfenster, Weihnachtsbäumli mit Schmuck, Geschenkwichteln, Guetzli backen, Adventskränze, Kerzen, Käse- oder Fleischfondue, rührselige Weihnachtsgeschichten, rührselige Weihnachtsfilme. Vielleicht habt ihr da so Favoriten, zum Beispiel 3 Haselnüsse für Aschenbrödel oder so eine. Geschenkpapier, kitschige Werbespots von grossen Detailhändlern, Krippen, zum Beispiel mit so schönen Holzfiguren, Weihnachtsessen mit der Firma gehört zur Weihnachtszeit, Weihnachtslieder, die plötzlich wieder vorkommen, wie Last Christmas zum Beispiel, Familienfeste, Weihnachtskarten, Panettone, Ausverkauf, Krippenspiel oder Weihnachtsmusicals, wie wir es letzten Sonntag hier hatten. Schnee, leider nicht geworden das Jahr damit. Und dann vielleicht noch der Besuch, hoffentlich auch von einem Weihnachtsgottesdienst, einmal bei euch allen, die jetzt da sind oder die im Livestream mit dabei sind. Und der ist aber noch nicht fertig. Nach Silvester und Neujahr kommen dann noch die 3 Könige und 3 Königsküchen. All das gehört zu Weihnachten irgendwo dazu. Wie viel gehört echt bei dir zu Weihnachten? Wer ist auf über 15 gekommen? Etliche, oder? Es sind ganz viele, die wahrscheinlich nicht ganz ehrlich sind oder nicht mitzählt haben. Kein Wunder, ist Weihnachten für viele die stressigste Zeit vom ganzen Jahr. Und eigentlich wissen wir ja alle, dass es an Weihnachten eigentlich um etwas ganz anderes geht. Und nichts von dem, was ich jetzt eigentlich aufgelistet habe, sondern es geht um etwas, was sich vor 2000 Jahren abgespielt hat. Aber die 2000 Jahre und alles, was in diesen 2000 Jahren noch so zu Weihnachten dazugekommen ist, die tun das Eigentliche, was es darum geht, also unter einem Berg von schönem, festlichem, aber ehrlich gesagt auch kommerzialisiertem, begraben und versperren uns manchmal den Blick auf das, worum es eigentlich geht. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da drin, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte oder ihr würdet sie zumindest irgendwo zusammenbringen, wenn wir jetzt das da zusammentragen. Und darum erzähle ich euch jetzt nicht die ursprüngliche, eigentliche Weihnachtsgeschichte. Darum springen wir heute ein bisschen etwas anderes hinein. Nämlich ins Jahr 70 nach Christus. Ein paar Jahrzehnte nach Weihnachten. Da hat ein Mann in einem Brief sein ganz persönliches Weihnachtszeugnis geschrieben. Er hat zu denen gehört, wo Jesus persönlich kennt haben, wo sogar sehr eng mit ihm unterwegs sind. 3 Jahre lang ist er mit Jesus als seinem Rabbi, das heißt seinem Lehrer, durch Galiläa und Judäa umgezogen. Sein Name ist Johannes. Er ist ein von diesen Jüngern, oder eben der Jünger, wo Jesus anscheinend besonders gern hatte. Und er schreibt da an verschiedene Gemeinden, das sind lokale Gruppierungen von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und er schreibt ihnen folgende Worte, und Achtung, sie tönen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen mystisch. Wir werden aber sehen, sie haben ganz, ganz viel mit Weihnachten zu tun und wir gehen ein bisschen genauer auf sie ein. Er schreibt, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch.
das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Es ist vom Johannes geschrieben, es ist aber im 1. Johannesbrief und nicht im 1. Johannesevangelium. Aber mich hat es an den Anfang vom Johannesevangelium erinnert. Kein Wunder, es ist der gleiche Autor, oder? Der Johannes ist in der Zwischenzeit Leiter von verschiedenen Gemeinden in dieser Region dort gewesen, und er hat ihnen den Brief geschrieben, und das sind die ersten 2 Verse. Das steht so quasi in diesen Brief hinein. Und die Frage, was die Leute dort beschäftigt hat in der Zeit dort, ist Jesus wirklich der Sohn von Gott gewesen? Sie haben sich gefragt, ob das echt wirklich stimmt, was man da hört und sich erzählt. Was hat denn die Geburt von Jesus, was so speziell war, wirklich bedeutet? Und wie kann es sein, dass so ein Kind, so ein Mensch plötzlich Gott sein kann? Wahrscheinlich haben sich das zum einen vor allem die Leute gefragt, die von dem Jesus gehört haben, die die Jünger und die Nachfolgerinnen davon erzählt haben, aber vielleicht zwischendurch auch solche, die sich eigentlich schon länger zu Nachfolgern von dem Jesus gezählt haben und die doch irgendwo vielleicht manchmal alle echt verunsichert sind und vielleicht selber Mühe hatten, das einzuordnen. Vielleicht geht es dir heute ganz ähnlich. Vielleicht hast du auch ein paar Fragen. Wieso ist denn vielleicht die Geburt von Jesus so Besonderes gewesen? Und was können wir heute von dem Ganzen halten? Und das sind Fragen, die ganz wichtig sind und die sehr oft aber auch ein bisschen übertönt werden in der Weihnachtszeit von allem, was eben rundherum um Weihnachten herum passiert. Und ich glaube, egal, ob du dich als aktiv ein Nachfolger von dem Jesus bezeichnest und regelmäßig in die Kirche gehst, oder ob vielleicht die Zeiten, wo du regelmäßig in der Kirche bist, bei dir eher ein bisschen zurückliegen oder gar nie das der Fall war. Ich möchte heute Morgen dieser Frage ein bisschen nachgehen. Und für das schauen wir die Verse, die ich euch vorher vorgelesen habe, heute ein bisschen genauer miteinander an. Das ist der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 2. Und ich fange jetzt gerade mit dem Vers 2 an. Überspringen den vorerst mal. Da heißt es: Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Johannes schreibt da, das Leben ist erschienen. Und er schreibt nicht einfach, es Leben ist erschienen, jeden Tag kommen über 220'000 Menschen auf die Welt, sondern er sagt, das Leben ist erschienen, und mit dem meint er offensichtlich etwas anderes als einfach irgendein gewöhnliches Leben. Und dann redet er von einem Leben, das ewig ist. Und das Leben, das ewige Leben, sieht er in der Geburt von Jesus als erschienen. In dem Moment, wo Jesus an Weihnachten als Kind geboren worden ist. Und er sagt von dem Leben, dass es von allem Anfang an war, das ist im Vers 1 drin, und beim Vers 2 sagt er, dass das Leben beim Vater war, und damit meint er Gott. Und was er damit kurz und klar und vielleicht auf unsere heutige Art und Weise ein bisschen umständlich möchte sagen, ist, er gibt Jesus damit einen Göttlichkeitsanspruch. Und sagt, hey, wenn der von Anfang an war und wenn er beim Vater war, dann ist er im Fall Gott. Und das ist damals allen klar gewesen, was er damit meint. Vielleicht vereinfacht, was hat er sagen? Was er wollte sagen ist, dass an Weihnachten Gott selbst Mensch geworden ist. Dass der ewige, der nicht fassbare, der nicht sichtbare Gott Mensch geworden ist. Das ist der Grund für Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, weil Gott Mensch geworden ist. Und über das könnten wir jetzt ganz lang nachdenken. Und es ist irgendwie abstrakt, aber gleichzeitig ist es auch sehr konkret. Es ist irgendwie mega einfach und doch enorm schwierig mit unserem Verstand zu erfassen. Aber egal, wie wir es drehen und wenden, das ist der Anspruch, den die Weihnachtsgeschichte hat in der Bibel. Und Fakt ist auch, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. Dass er eine historische Person ist. Dass die Wissenschaft das überhaupt nicht anzweifelt, dass es Jesus gegeben hat. Die Frage ist nämlich eher, kann es sein, dass er wirklich Gott war? Weil wenn Gott wirklich Mensch geworden ist,
dann ist er ja damit in unserer Realität, in unserer Sphäre, in dem, was uns da umgibt, irgendwo erlebt und erfassbar worden. Und genau das ist die Aussage, die Johannes in diesen Versen auf kurze und knappe Art und Weise möchte machen, indem er sagt, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Er geht da auf die uns bekannten Sinn ein. Er sagt, es ist hörbar gewesen. Wir haben es anschauen, wir haben es berühren. Kann es sein, dass genau das die Weihnachtsgeschichte so speziell macht. Dass wenn Gott nämlich wirklich Mensch geworden ist, dass er dann erfassbar und erlebbar geworden ist. Hörbar, sichtbar und berührbar. Ich möchte auf die 3 Aspekte heute Morgen ein bisschen genauer eingehen und wir starten mit dem Aspekt von «Wir haben es gehört». Und auch wir hören jetzt kurz in die Weihnachtsgeschichte hinein. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das sind Worte, wo Hirten auf dem Feld gehört haben, wo ihnen Engel erschienen sind und sie mit das Akustische so gehört haben. Und für sie sind die Worte viel mehr als einfach nur ein paar schöne und tröstende Worte gewesen. In ihnen sind in dem Moment, wo sie das gehört haben, Erwartungen lebendig geworden. Weil tief in der jüdischen Volksseele drin haben sie eigentlich nur einen Wunsch gehabt, dass endlich der vorausgesagte Retter, der Christus, der Messias, kommen wird und dem Volk endlich hilft. Die Worte, die müssen so wie ein Funke sein, wo auf ein dürres Bündeli Äste gefallen ist und die Hoffnung sofort lichterloh entflammt haben. Gleichzeitig haben die Worte wahrscheinlich, wo sie da gehört haben, wohl auch für Irritation und Erstaunen gesorgt. Was, ein Kind? Ein Kleinkind, so in Windeln und so weiter, in einer Futterkrippe. Also so hat man sich denn das schon nicht vorgestellt. Frage an dich, an Weihnachten 2022. Was erwartest du? Oder auf was hoffst du? Was hörst du von Gott? Oder vielleicht über Gott? Wie reagierst du? Schiebst du weg, wenn es dich irritiert oder erstaunt? Wenn du nicht direkt erklären kannst? Oder lässt du das, was du hörst, von Gott oder über Gott an dich an und schaust, was es mit dir macht? Ob es dich bewegt? Ob es vielleicht auch in deinem Leben so eine Hoffnung kann aufflackern lassen? Ich möchte dich einladen, heute anzuhören. Vielleicht gibt es verschiedene Menschen, die dich auf Jesus aufmerksam gemacht haben. Oder vielleicht immer wieder aufmerksam machen wollen. Vielleicht auch an Weihnachten. Und du hörst, was sie dir sagen. Vielleicht hörst du aber auch eine innere Stimme, tief in dir drin. Und vielleicht spricht sie dir den Funken Hoffnung zu tun, wo du vielleicht in dieser Situation, wo du drin bist, gerade brauchst. Jesus ist angekündigt worden von Engeln, aber er hat auch selber geredet. Der dort vom Johannes als Wort vom Leben bezeichnet wird, hat selber Wort vom Leben gesprochen. Hörst du sie? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben.
Das sind die Worte, wo Jesus redet. Das, was wir hören, kann uns bewegen. Das, was die Hirten von den Engel gehört haben, hat sie in Bewegung gesetzt. Sie haben nicht nur hören, sondern sie haben es auch sehen. Wir lesen im Lukas 2, dass sie zueinander gesagt hat: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Sie haben sich aufgemacht, weg vom Feuer, von der Schaf, vielleicht auch vom sicheren Ort, wo sie sich gsi sind, und haben sich bewegt. Sie mussten aktiv werden. Sie haben gehört. Und etwas hören kann man noch viel. Das kann man auch durch Mauern durch, das kann man auch um verschiedene Ecken. Aber wenn du sehen willst, selber, dann musst du dich aufmachen, in Bewegung setzen. Dann musst du aktiv werden. Vielleicht aus einem bequemen Sofa aufstehen. Vielleicht aus der Sicherheit einen Schritt rauswagen. Auch der Johannes war einer von denen, der das gewagt hat. Damals, als er den Ruf von Jesus gehört hat, zu ihm nachfolgen, wo Jesus vorbeigegangen ist und gesagt hat: Johannes, folg mir nach. Hat er sehen. Und da ist er dem Rabbi, dem Lehrer, nachgefolgt und hat von ihm gelernt. Und aus dem Grund hat er nachher in dem Brief auch schreiben können: Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut. Und im Vers 2, ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Was ist das, was er gesehen hat? Er sagt, das, was er gesehen hat, ist, dass das wahre Leben erschienen ist. Leben in Form von Liebe. Leben in Form von echter Annahme. Für alle. Auch für die dort damals nichts gegolten haben. Leben in Form von Wahrhaftigkeit, voll Fülle, voll Wahrheit, aber auch Einfachheit. Leben in Form von übernatürlichen Wunder. Leben in Form von selbstloser Hingabe für andere Menschen. Ein Leben, das zeigt, dass Gott Mensch geworden ist. Durch Jesus. Vielleicht ist Weihnachten 2022 ein Zuruf für dich. Hey, beweg dich. Gang hin zu dieser Krippe. Zu Jesus. Jesus möchte sich den Menschen zeigen. Jesus möchte sich auch dir zeigen. Vielleicht zeigt er sich heute nicht mehr als ein Kind in der Krippe, obwohl wir das immer sehen und uns daran erinnern. Aber du kannst sein Handeln, sein Wirken sehen. Vielleicht siehst du es auch im Leben von anderen Menschen, um dich herum oder durch ihr Leben. Von Menschen, die Gott in dein Leben hineinsendet, in ihrem Umgang mit anderen, im Frieden, wo sie ausstrahlen, in der Ruhe, wo sie mit sich tragen. Du kannst es erleben, aber wie bei den Hirten hin, braucht es auch für dich eine Bewegung hin zum Schauen. Es sich aufmachen, zum können sehen. Und meine Ermutigung an dich ist, dass Weihnachten dich einladen möchte, aktiv Ausschau zu halten nach dem wahren Leben, wo der Johannes da beschreibt, dass Jesus sagt. Das kann heissen, dich sinnbildlich hin zu dieser Krippe zu bewegen, dich innerlich auf Jesus hinzubewegen, dich ihm vielleicht zu öffnen und zu sagen: Jesus, ich möchte dich sehen. Jesus, ich möchte das wahre Leben sehen. Jesus, ich möchte deine Möglichkeiten sehen. Jesus, ich möchte die Hoffnung sehen, die du kannst geben. Der Johannes hat da noch einen dritten Aspekt, den er erwähnt hat. Wir haben es berührt. Es geht um Berührung. Die Berührung kann etwas Körperliches sein. Wir können von etwas aber auch
tief in unserem Innersten innerlich bewegt werden. Wenn wir so berührt werden, dann macht das etwas mit unserem Herz, unserer Seele und mit unserem ganzen Sein. So ein Berührtwerden kann unser ganzes Leben verändern. Zum Beispiel, wenn wir konfrontiert werden mit einer tiefen Not von einer uns nachstehenden Person, dann kann uns das innerlich so tief berühren, dass sich unser Leben, unsere Einstellung, unsere Haltung zu Sachen schlagartig verändert. Weil etwas, wo vielleicht vorher weit weg war, plötzlich real wird, greifbar, näher kommt. Darum liegt da so eine enorme Kraft drin, wenn uns etwas berührt. Der Johannes schreibt, wir haben es mit unseren Händen berührt. Das heisst, es ist für ihn völlig real geworden. Er hat es anlangen. Und ich denke da nochmal an die Weihnachtsgeschichte zurück bei den Hirten. Die Hirten haben sich aufgemacht, um Maria, Josef und Jesus zu finden. Sie haben sie gefunden. Und ich nehme an, dass sie nicht einfach nur so ein bisschen von weitem ein bisschen in den Stall hineingespienzelt haben und so ein bisschen geschaut haben, sondern die sind doch angegangen. Die haben doch das anlangen. Die haben doch das Baby in ihren Händen heben und auf den Arm nehmen. Es muss etwas mit ihnen ausgelöst haben. Und ich glaube, sie sind tief bewegt gewesen, in ihrem Herzen drin, dass sie diesen Moment haben dürfen erleben, dass sie diesem Moment so näher haben dürfen kommen. So eine Berührung oder vielleicht auch selber berührt zu werden, ist wunderbar. Und wir brauchen so einen Moment vom Berühren oder eben vom selber berührt werden. Und interessanterweise ist es sehr oft auch ein Physical Touch, also dass wenn wir wirklich berührt werden, ist das ein Ausdruck von einer inneren Berührung. Zum Beispiel bei Liebkosungen, bei einer Umarmung, wo Worte allein manchmal zu wenig sind. Nicht umsonst weiss man auch, dass auch Babys genau diese Berührungen brauchen, dass sie enorm wichtig sind für die Entwicklung. Oder auch in einer Beziehung. Ich liebe es, wenn Steffi mir den Rücken so ein bisschen rebelt. Und sie hat es gerne, wenn ich ihr ihre Füße ein bisschen massiere. Jetzt haben wir auf die Weihnachten so Kuschelsocken geschenkt, die so ganz, ganz fein sind. Dann tue ich mega gerne das machen. Aber ihr merkt, es braucht so Berührung. Und wenn schon das Schauen eine gewisse Nähe braucht, oder? Man muss irgendwo ein bisschen hin, um zu schauen, dann ist es beim Berühren so, dass wir so näher hinkommen müssen, dass es schon fast intim wird. Dass man jemanden ganz an sich heranlassen muss, sonst gibt es keine Berührung. Jeglicher Abstand, jede Abgrenzung muss irgendwo abgebaut werden. Und das braucht Vertrauen. Etwas oder jemand so näher kommen zu lassen, geht nicht, ohne dass man irgendwo seine Schutzmauern abbaut und sich irgendwo durch auch selber verletzlich macht. Und das kann einem auch schwerfallen. Man weiß ja nicht immer, mit wem dass man da in Kontakt kommt. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir oft uns zurückgehebt mit so Physical Touch, aus Angst, man könnte irgendetwas auflesen oder es könnte einem irgendetwas berühren, was man nicht will. Und vielleicht ist es auch schwierig, wenn du irgendwo mal eine Grenzüberschreitung erlebt hast. Dann fällt es vielleicht besonders schwer, jemanden wieder so näher an sich heranzulassen. Was kann uns das Vertrauen geben in Bezug auf Gott? Da kommt das Kärtchen ins Spiel, das wir am Anfang bekommen haben. Ihr könnt das mal vornehmen. Die einen haben vielleicht die ganze Zeit daran herumgespielt. Da steht etwas drauf, wo man aber ertasten muss. Wo man berühren muss. Gibt es jemanden, der weiss, was da drauf steht? Der das lesen kann? Es ist Blindenschrift, vielleicht als Hinweis. Aber ja, ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber wir haben da vorne jetzt gerade eine Animation, die das auflöst, was das bedeutet. Es bedeutet Immanuel. Und die Bedeutung von Immanuel ist Gott mit uns. Und das ist eine Prophetie, die
aus dem Jesaja kommt, wo es heißt: Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Das ist die Botschaft von Weihnachten, wo ich dir vielleicht heute ganz nochmal speziell möchte zurufen. Gott ist uns, Gott ist dir näher gekommen. Und ich glaube, es ist entscheidend an dem Ganzen, dass Gott uns näher gekommen ist, um die wahre Kraft von Weihnachten zu erfahren. Gott hat müssen die Nähe schaffen, damit eine Berührung mit ihm möglich ist. Und hat die Nähe geschaffen, indem er selber Mensch geworden ist. Er ist als Jesus auf die Erde gekommen. Er hat sich verletzlich gemacht. Er war bedürftig. Er war abhängig, aber auch nicht aufdringlich. Er hat alle Schutzmauern abgebaut. Er hat nicht in erster Linie unser Vertrauen zu ihm gefordert, sondern er hat selber vertraut. Und all die Distanz, die zwischen uns und ihm war, abbauen. Keine Schutzmauern. Und die Menschen haben unterschiedlich auf ihn reagiert. Einige wollten die Nähe finden, sind ihm mega nahe gekommen, haben das gesucht. Andere hatten Mühe gehabt, die Nähe aufzubauen, ihm so nahe zu sein. Es gibt verschiedene Geschichten, wie Menschen das erlebt haben. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von der blutflüssigen Frau, wo all ihre Hoffnung in eine Berührung von Gott gesteckt hat. Die gesagt hat, wenn ich nur den Saum von seinem Kleid anlangen kann, dann werde ich geheilt. Was für ein Vertrauen, was für eine Hoffnung, die sie hatte. Und dann hat es aber auch die anderen gegeben, die uns vielleicht manchmal fast ähnlicher sind. Der Thomas, der Zweifler, der es nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist, bis er ihn selber berühren konnte. Beide, der Zweifler oder die Frau, haben eine Berührung gebraucht. Eine Berührung hat gelangt, aber sie haben eine Berührung gebraucht. Wenn es in deinem Leben vielleicht gerade jetzt irgendwie stürmt und du nicht weißt, ob du irgendwo den Halt am Verlieren bist, oder wenn deine Hoffnung schwindet, weil du irgendwo ein Wunder brauchst und es passiert nicht, oder wenn in deinen Gedanken immer wieder Zweifel hineinkommen, wer der Gott ist und ob er dann wirklich, Jesus wirklich Gott war, dann ist Weihnachten der Moment, wo ich dir möchte sagen, du brauchst so eine Berührung. Du brauchst eine Berührung. Und Gott oder Weihnachten möchte dir auch zurufen, Gott ist nahe. Er ist dir nahe gekommen. Der erste Schritt ist gemacht. Vielleicht ist es auch an dir, die Nähe irgendwo nochmal neu zuzulassen. Dich nochmal neu berühren zu lassen. Vielleicht auch ganz nochmal neu anzulassen. Dich bewegen lassen von dem, was du hörst. Und selber zu sehen. Ich lasse euch mit ein paar Minuten mit diesen Gedanken, wir gehen in ein Lied hinein, das ihr einfach geniessen dürft.